Dave, der Wichser, hat mein Traumauto, ein Tesla, und ist damit angeblich in die Schweiz gefahren. Darum schauen wir uns das Video jetzt an. Das ist mein Auto und mit ein bisschen Ausstattung können wir daraus tatsächlich ziemlich einfach einen Camper machen. Und wie zur Hölle das in diesem doch relativ kleinen Auto funktionieren soll und ob es tatsächlich praktikabel ist, finden wir heute heraus. Viel Spaß mit. Ich habe meinen Tesla zu einem Campingmobil umgebaut. Vorweg, ich liebe mein Auto. Voll elektrisch, über 500 Kilometer reale Reichweite. Alles wird übers Handy gesteuert, der Innenraum ist clean as fuck und man hat vorne wie hinten eine Menge Platz. Aber das Letzte, was man vermuten würde, ist, dass man in diesem Auto campen kann. Natürlich funktioniert das auch nicht direkt von Haus aus, sondern wir brauchen etwas Ausstattung. Schon jetzt, ich bin einfach sauer. Natürlich alles nur Spaß, ich gönn's natürlich dem Cutter von Dave, dass ab und zu mal darin mitfahren kann. Bevor ich euch aber die Ausstattung und alle Features zeige, mussten wir uns erstmal auf die Reise machen, denn für dieses Video brauchen wir einen gebürtigen Ort, an dem es sich auch lohnt zu campen. Also ab Richtung Schweiz. Ey, warte mal. Jetzt ganz off-topic, aber diese Timelapse, die ging bei mir vorbei. Digga, genau bei diesem Frame. Wenn sie diese Ausfahrt genommen hätten, dann wärt ihr 10 Minuten von mir entfernt gewesen. Aber nee, ihr fahrt einfach weiter. Passiv, Digga. Richtung Schweiz. Nach 8 Stunden Fahrt. Nee, und dann kommt noch Adi. Nee, wie kann man so hässlich sein wie Adi? Aber Dave, muss ich sagen, mit seinem kantigen Gesicht. Nö. Sind wir tatsächlich angekommen und der größte Vorteil daran, wahrscheinlich in einem Campingmobil unterwegs zu sein, ist kein festes Ziel haben zu müssen. Wir hatten eigentlich ein festes Ziel, haben uns jetzt aber kurzfristig doch dafür entschieden, nach Lausanne zu fahren, weil hier sieht so aus. Oh yes! Ja, ungefähr so sieht's in meiner Umgebung aus. Sie sind 1 Stunde von mir entfernt in Lausanne, aber es sieht ziemlich ähnlich aus bei mir. Ja, das sieht so aus, geil. Okay, es ist wunderschön, aber wie sollen wir das jetzt anstellen, zu zweit in diesem Model 3 zu schlafen? Denn ich bin nicht alleine, sondern ich habe Cutter Leo dabei und wir werden gemeinsam im Model 3 schlafen. Wie machen wir das Ganze? Das Model 3 hat eine durchgängige Fläche vom Kofferraum bis ganz nach vorne, wenn wir die Sitze umklappen. Schauen wir mal hier hinten rein, sehen wir, dass ich keine Sitzbank mehr drin habe. Denn wenn wir ohne Sitzbank hinten die Rückenlehnen umklappen, ergibt es eine komplett gerade Fläche, die genau 2 Meter lang sein sollte und wir haben ca. 1 Meter Platz. Außerdem gibt es eine Luftmatratze, die genau ins Model 3 reinpasst, denn wir sind nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, im Model 3 zu campen. Darum kümmern wir uns als erstes, dann gilt es... Ey, es gibt so viele Gadgets für Tesla, es ist eigentlich unglaublich. Warum gibt es so viele Gadgets für ein Auto? Also es ist wirklich sehr geil. Was Tesla, keine Ahnung warum, ich finde Elektromobilität und die Technik, die da drin verbaut ist, einfach Mashallah. Essen zu machen, denn dafür haben wir uns auch was überlegt. Dann heißt es schlafen und das Ganze austesten. Wir haben zwar überall USB-C im Model 3, wir haben aber trotzdem einen altmodischen, ganz normalen 12 Volt Anschluss, womit wir diese Luftmatratze aufblasen können werden. Das ist unser Bett. Es ist zu krass und es sieht viel besser aus, als ich gedacht hätte und fühlt sich viel besser an, als ich gedacht hätte. Ein absoluter Traum. Let's go! Diese Betten sind sehr sass. Ich habe auch schon mal mit dem Homie auf so einer Matratze gepennt und Digga, ich konnte nicht so gut einschlafen. Mein Homie war einfach schon gepennt, sofort nach 5 Minuten geschlafen, keine Ahnung, wie der das gemacht hat, aber ich muss mich dann die ganze Zeit bewegen, also so ein bisschen hin und her. Und das macht so viel Lärm, das ist zum Kotzen. Einer pennt immer später ein. Das ist ein Problem. Das Bett steht und wir werden jetzt gemeinsam mal testen, wie gemütlich das ist und ob man wirklich zu zweit genug Platz darin hat. Ich bin ziemlich groß, ich bin fast 1,90. Alter, es ist so geil. Ja? Ja, sick. Alter, es ist perfekt! Warte, ich komm auch rein. Krank, ne? Ey, man kann sich wirklich perfekt hinlegen. Also es ist wirklich gerade so, ne? Ey, aber an und für sich, ey, das ist so geil. Ja, und für mich würde es das easy reichen. Ich bin nicht 1,70, sondern ich bin 1,85. Wenn man dann morgens aufwacht und auf dem Rücken liegt, da hat man wirklich den Himmel direkt über sich und man kann direkt sich die Morgensonne angucken. Oder abends die Sterne. Oder die Sterne, oha. Wir haben definitiv genug Platz und die Sitze sind noch längst nicht auf ihrer vordersten Position. Die Sitze können wir nutzen, um unser Gepäck da liegen zu haben, unsere Klamotten und vielleicht auch das Essen, das wir gleich noch zubereiten werden. Dadurch, dass wir kein Getriebe, keinen Auspuff, keine Sachen haben, die von vorne bis nach hinten durchlaufen, haben wir noch eine Menge Stauraum trotz der Luftmatratze. Und zwar direkt hier drunter, wo sich unsere Kochsachen befinden. Aber das ist nicht der einzige Stauraum, den wir noch komplett nutzen können, sondern vorne haben wir auch noch ein bisschen Platz. Und in Kombination aus diesen beiden Sachen
ergibt ein vollwertiges Kochfeld. Ich habe immer einen Tisch dabei, der perfekt auf den Fahrersitz passt, sodass ich, während ich am Laden bin, arbeiten und essen kann. Dieser Tisch passt aber auch genau in den Frunk, um daraus eine Arbeitsfläche zu machen. Und hier werden wir jetzt Nudeln kochen. Unser Meisterwerk von Nudeln mit Pesto ist fertig. Es gilt es, die Nudeln abzuschütten und dann aber noch einen Platz zu finden, wo wir die vernünftig essen können. Aber ich habe da schon so eine Idee. Oha, ein 0-Sterne-Essen. 0 Sterne, Digga. Pesto und Pasta, Digga. Das schiebt aber ganz anders. Das ist angerichtet. Oh, ich hab so Bock. Draußen ist es mega am Winden, also es ist tatsächlich unentspannter, als es aussieht. Aber ich habe meinen Tisch ausgebreitet. Hier kann ich arbeiten. Heute Abend werde ich den Tisch aber benutzen, um hier vernünftig zu essen. Guten. Und das ist halt das Ding. Wir sitzen jetzt hier, haben beide einen Sitzplatz und hinter uns haben wir jetzt das Bett vollgelegt mit unseren Sachen. Die finden aber, wenn wir im Bett sind, Platz auf unseren Sitzen. Also wir haben Sitzmöglichkeiten im Tesla, wir haben eine Schlafmöglichkeit, wir haben eine Möglichkeit zu kochen, solange es nicht regnet. Und wenn es regnet, muss man es halt mit Regenjacke machen. Aber all in all ist das ein absoluter Traum. Das einzige Ding, was wir nicht in unsere Rechnung mit einbezogen haben. Es ist einfach alles ein absoluter Traum im Tesla, man kennt's doch. So campen ist sicher geil, ja, verstehe ich, aber ich glaube, damit geht niemand in den Urlaub oder sowas. Vielleicht so auf entspannt mal so eine Nacht irgendwo, wenn man so irgendwo hindüst, weite Ferne, eine weite Distanz fährt, dann okay. Aber jetzt so lange Ferien machen oder Urlaub machen, nö, Digga. Ist, dass es am Berg schräg ist. Deswegen werden wir uns einen anderen Platz als diesen zum Schlafen suchen, fahren dahin und dann zeigen wir euch noch, was man so entertainment-wise für Möglichkeiten im Tesla hat, was der Camping-Modus alles kann und das Fazit, wie die Nacht so war. Alter. Oh ja. Wirklich gerne da oben geblieben. Ist wirklich richtig idyllisch hier. Wir können halt nicht am Hang stehen. Das Gute ist ja, wir können uns überall hinstellen. Genau, wir können uns überall hinstellen. Weil wir haben ja einen Tesla mit einer Matratze. Das Genau. Hallo Jungs, was geht? Digga, die chillen jetzt da. Hi. Je ne parle pas français. You are a YouTuber? Oha, die Kleinen können schon Englisch. Vous êtes YouTuber? Krank. Digga. Die haben mit solchen Augen geguckt, als sie die Kamera gesehen haben. Wir sind gerade extra noch mal ein Stückchen weiter gefahren. Wir stehen gerade und können hier jetzt vernünftig schlafen und ich kann euch alle Funktionen zeigen. Alle Funktionen? Ja, denn das Model 3 ist nicht einfach nur ein Auto mit einer Matratze hinten drin, sondern es hat Campingfunktionen. Funktionen, die extra fürs Campen sind. Ja, so nicht geil. welche, die man fürs Campen nutzen kann, sondern extra Campingfunktionen. Was das Model 3 aber natürlich nicht hat, ist ein Bad, in dem man duschen kann oder fließend Wasser hat. Wie macht man das also? Also erstens, kleiner Wasserkanister, 5 Liter im Auto haben. Damit kannst du ein bisschen Hände waschen, Zähne putzen, dies, das. Toilettengang habe ich eine ganz eiserne Regel. Bin ich in der Natur, ist die Natur meine Toilette. Bin ich in der Zivilisation, gibt es Tankstellen, Restaurants, irgendwie sowas. Und der dritte Punkt ist das Thema Hygiene, das heißt Duschen. Ja, wenn du in der Natur bist, kannst du dich einen schönen Bergsee nehmen, ist schön knackig kalt. Ansonsten hatte ich eine Mitgliedschaft bei einer Fitnessstudio-Kette, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen hatte. Und da bin ich halt einfach mal duschen gefahren. Ja, einfach gerade das Extreme, Digga. Ja, eigentlich will man immer so eine Toilette, oder? Und duschen, eben, wenn man im Tesla nur so eine Nacht verbringt, dann scheiß auf Duschen. Tipptopp, ich danke. Camping macht erfinderisch und das nicht nur bei uns oder bei Fritz Meinecke, sondern anscheinend auch bei den Entwicklern von Tesla. Alle, die von euch schon mal in einem Auto geschlafen haben, wissen, dass es eine Sache gibt, die absolut grässlich ist. Und zwar Zehner, dass Elon Musk noch nie in einem Tesla übernachtet hat. Oder, wenn er in einem Tesla übernachtet hat, dann nur, weil er auf der Fabrik gewesen ist und einfach keinen Schlaf bekommen hat, weil er so produktiv ist den ganzen Tag. Kondenswasser. Man muss quasi, wenn man eine Nacht irgendwo in einem Auto schläft, die Fenster einen Spalt oder sogar einen ordentlichen Spalt offen lassen, weil der Körper eben einfach arbeitet. Es kommt zu Feuchtigkeit, die sammelt sich im Auto und dann wird's unentspannt. Und um dem entgegenzuwirken, hat Tesla einen extra Campingmodus entwickelt. Wir gehen hier unten auf dieses kleine Lüftungsrädchen und oben rechts in der Ecke sehen wir verschiedene Optionen. Aus, an, Hund und eben auch Camp. Geil. In diesem Modus tauscht das Auto die Luft hier drin die ganze Zeit aus. Das bedeutet, wir haben frische Luft, keine Kondens und eine von uns gewünschte eingestellte Temperatur. Man könnte jetzt meinen, dass es eigentlich gar nicht so ein krasses Feature ist. Aber wer schon mal Kondens beim Campen im Auto erlebt hat, weiß, dass es unheimlich nervt. Und Extrem. Ich habe mal nach dem Festival, nach dem Frauenfeld-Festival, habe ich im Fiat 500 von meiner Mom gepennt. Und das war das allerletzte, Digga. Ich bin so früh morgens schon aufgewacht. Nicht nur das, sondern
Ich habe im Sitzen gepennt, natürlich, Fiat 500, der ist gefühlt 1 Meter lang, da habe ich so gepennt im Sitzen und dann war das ganze Auto voller Kondenswasser. Nebendran war noch meine Freundin, es war zum Kotzen. So eine Funktion in einem Auto zu haben, ändert alles. Zumindest im Camping-Sinne. Aber was kann das Auto eigentlich noch so? Neben kleinen Spielereien, die hier wirklich Camping-Feeling aufkommen lassen können, wie diesem hier. Die Sitzheizung geht an, aus den Lüftungen kommt warme Luft, dieses Video läuft und der passende Sound wird dazu abgespielt. Gibt es auch noch eine Menge Möglichkeiten auf der Unterhaltungsseite. Wir haben durchgehend LTE, ich glaube sogar weltweit, und wir können hier unten auf Unterhaltung zwischen Netflix, YouTube, Twitch und Tesla Tutorials auswählen. Dazu gibt es natürlich noch eine Menge Spiele und das läuft tatsächlich wirklich gut. Wenn ich jetzt hier also schlafen gehe, kann ich ganz entspannt, wie zu Hause auch zum Einschlafen, noch ein paar YouTube-Videos gucken. Und so sieht das dann aus. Nur, dass ich nicht meine eigenen Videos zum Einschlafen schaue. Leo telefoniert übrigens draußen mit seiner Freundin, wenn ihr euch fragt, wo der ist. Der sweet Boy Leo. Die Nacht ist vorbei. Wir haben 10% Akku verloren. Es ist überall Glas und ab 7:30 Uhr wurde es hier so fucking hell drin, Alter. Ich musste mich die ganze Zeit unter der Decke verstecken. Und das ist mein Fazit. Die Nacht im Tesla war gut, aber war sie so gut, dass ich es wieder machen würde? Grundsätzlich ja. Mich begeistern die Features, mich begeistert, dass es möglich ist, eine Matratze so vernünftig da hinten reinzulegen, dass es einen Campingmodus gibt, dass man diese ganzen Entertainment-Möglichkeiten Das ist geil. Einen Campingurlaub würde ich aber probieren zu vermeiden. Es ist einfach dann doch ein bisschen wenig Platz. Und klar, es funktioniert alles, das Entertainment ist super, aber eine Woche da drin jetzt mit 2 Leuten dann auch noch zu schlafen, kann ich mir weniger vorstellen. Ich denke, es ist viel mehr dafür gemacht, einfach eine Nacht zu überbrücken. Mal schnell eine Nacht bei einem Kumpel auf einer Party pennen, weil kein Platz mehr im Haus ist. Irgendwie eine Nacht irgendwo auf der Autobahn überbrücken, weil man die Strecke nicht mehr in einem durchschafft. Campen gehen würde ich damit tatsächlich nicht. Im Model Y oder Model X kann das schon wieder ganz anders aussehen. Model 3 ist aber so eine Art Coupé, da ist einfach wenig Platz. Es hat trotzdem eine Menge Laune gemacht. Cool zu sehen, dass es in irgendeiner Weise funktioniert. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst dem Video gerne ein Like da. Sehr geil. Nicht, den Kanal zu Sehr abonnieren. geiles Video. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Sehr geiles Video, wie immer.